vom 20. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. Welcome! Ich bin online. Gut. Schönen guten Abend miteinander. Wisst ihr, was für ein wunderbarer Abend das ist? Für mich. 3 Tage schönes Wetter, 22 Hektare siliert im Silo zu, plus alles gülnet heute, morgen kann es seichen. Praise the Lord! Yay! Ich bin sowas von ready, hey. Ich bin sowas von ready, heute Abend den Abschluss zu machen von dieser Serie, wo wir jetzt miteinander hatten. Die Fastenwoche ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich war auch oft da gewesen. Was mich am meisten bewegt hat oder gefreut hat im Herz, dass wir nicht eine Familie von Nachfolgern von Jesus Christus sind, die einfach noch ein bisschen spielen und am Freitag mal ein bisschen da reinschauen, was es uns zu geben gibt, sondern wir sind dabei gewesen. Jeden Abend sind so viele Leute gekommen und haben die Zeit genommen und gesagt, ich komme und ich bete meinen Gott an. Und das hat mich am meisten berührt. Und ich bin dankbar, mit einer Familie unterwegs zu sein, die hungrig sind nach Jesus Christus. Die hungrig sind nach dem Leben im Heiligen Geist. Und das ist mein Fazit von dieser Woche. Und wir werden das nächste Jahr wieder einplanen. Ihr könnt euch schon mal vorfreuen. Ich bin froh, dass wir das angerissen haben. Danke für alle, die so treu hineingestanden sind. Es war ein Investment für viele, aber es hat sich mehr als gelohnt. Und es soll kultiviert werden. Heute Abend ein Thema, das mir schon länger auf dem Herzen ist. Wir werden heute Abend über das Abendmahl miteinander reden. Und bei den einen denken, nein, bitte nicht. Das ist so etwas Langweiliges, das Abendmahl. Versteht ihr? Ich bin ja auch so aufgewachsen. In diesen religiösen Kreisen, wo ich aufgewachsen bin, ist das mir immer ganz suspekt und komisch hineingekommen, das Abendmahl. Es war irgendwie reserviert für ein paar, die wirklich irgendwie das Leben Jesus gehen. Ich konnte nie dabei sein. Man ist immer so ein bisschen separat. Einfach komisch ist es gewesen. Irgendwie ein komisches Ritual, das man einmal im Monat gemacht hat. Und ich habe gedacht, bleib mir gestohlen mit dem. Das sagt mir nichts. Bis ich anfange, Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist und ich anfange das Leben zu entdecken und was Jesus wirklich gemeint hat mit dem Abendmahl. Weil, wenn wir in das hineingehen, Abendmahl ist so etwas Powerfules. Ich will sogar behaupten, das Abendmahl ist etwas von der stärksten Offenbarung, wo Jesus Christus seinen Jüngern und somit auch uns, seine Söhne und Töchter, mit auf den Weg gegeben hat, kurz vor seinem Tod, damit wir das weiter pflegen, weil es so eine krasse Kraft in dem Abendmahl ist, es so eine krasse geistliche Dimension in dem Abendmahl ist, wo ich glaube, wir oft verloren haben, weil es oft zu einem religiösen Ritual geworden ist. Jesus Christus hat am Abend vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern gesagt, im Lukas 22, 19-20, da nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich.
Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Was ich schön finde, steht einen weiteren Becher Wein. Es war nicht der erste. Das heisst, zeigt uns etwas, dass es nicht irgendein religiöses Ritual war, wo Jesus darauf gewartet hat. Und er gesagt hat, wartet so, sind ihr alle schön am Tisch, jetzt nehmen wir. Das ist ganz ein spezieller Becher. Aus Silber. Trink vorsichtig. Gang ja nicht mit deinen Lippen an. Und ich putze es nachher mit einem Olympi ab. Ganz wichtig, das habe ich gar nicht vorbereitet, ist mir jetzt einfach in den Sinn gekommen. Amen. Okay, thank you, Lord. Bevor wir in das Abendmahl reingehen, weil viele von uns haben so eine Vorstellung, weil sie vielleicht mal 1. Korinther 11 gelesen haben, wir gehen das Kapitel nachher noch miteinander durch, wo der Paulus ziemlich starke Worte braucht bezüglich des Abendmahl nehmen. Und wir werden dort noch durchgehen, eben wie man es nehmen sollte und wie nicht und was eigentlich dort überhaupt abgegangen ist bei diesen Korinther. Das sind nämlich ganz gute Menschen gewesen, die so ein paar Orten nicht so klar auf der Linie hatten. Darum ist der Paulus relativ direkt mit ihnen umgegangen. Aber bevor wir in das hineingehen, wollen wir einmal überhaupt sehen, was ist denn? Also wenn er das Brot gebrochen hat und gesagt, das ist mein Leib, und er einen Becher Wein genommen hat und gesagt, das ist mein Blut von einem neuen Bund, was bedeuten denn die zwei Sachen genau? Die Elemente, die im Abendmahl gebraucht werden. Das Brot, ich klammere des Lebens, der Körper von Jesus Christus. Und wenn ich das selber mal wundernimmt, dann lies Johannes Kapitel 6 durch. Weil im Johannes Kapitel 6 redet Jesus über sich als Brot vom Leben. Das Brot des Lebens. Und das ist ein geniales Kapitel, weil wenn du dann dort mal noch ein bisschen die Studies machst, am Schluss von dem Kapitel laufen dir dann wahrscheinlich die meisten davon, weil er wirklich gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und wenn du das in dem jüdischen Kontext anschaust, wo sie nicht einmal Blut haben dürfen anlangen, dann ist das ziemlich an jetzt. Und das Geile finde ich, bei Jesus hat sich dann nicht gesagt, hey, das ist im Fall nur metaphorisch gedacht. Gell, nehmt es ja nicht wörtlich. Er hat nichts gesagt, er hat sich so gestretcht. Und die Leute haben es nicht mehr gesehen. Die haben gedacht, hey, was ist das für ein Typ? Ist das ein Kannibal oder was ist das für einer? Und die meisten sind davon gelaufen und Jesus, das finde ich so schön, wie er am Schluss gesagt hat, zu seinen Jüngern zugewendet hat und gesagt hat, und was ist mit euch? Geht ihr auch? Verlöhnt ihr mich jetzt auch? Und der Petrus sagt, wohin wollen wir denn gehen? Du bist der Einzige, der das wahre Wort vom Leben hat. Das ist richtig powerful. Hey. Über diese Situation kannst du einfach mal nachstudieren. So krass. Wohin wollen wir denn gehen? Verstehst du? Wir alle haben unsere Wege gemacht in unserem Leben. Aber wenn du mich fragst, wohin will ich denn gehen? Brauche ich da eine Bühne, um Jesus Christus nachzufolgen? Nein, aber wohin will ich gehen? Er hat mein Herz gewonnen. Ich diene ihm nicht, weil ich muss. Ich will. Ich gehe nie nicht anders mehr an. Du wirst mich mit 80, 90, 120 sehen, wenn ich daheim auf meinem Stuhl mit der Davina noch einen Tee schenke und ich werde Jesus Christus nachfolgen. Weil ich kann nicht mehr retour. Für mich ist es keine Religion. Es ist Beziehung mit dem einen, der mich geschaffen hat für immer. Das ist powerful. Im Johannes 6,35 sagt Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und im Johannes 6,51 lesen wir, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Und das ist Johannes 10,10. Er ist gekommen, der Find ist gekommen, um zu zerstören und kaputt zu machen. Aber Jesus ist gekommen, um das Leben zu geben in der Fülle. Heisst das, dass immer alles genau so läuft, wie wir es denken? Nein, weil unsere Perspektive klar ist auf den einen, der einen unglaublichen Weg gemacht hat. Und er schenkt uns Leben. Das ist so kraftvoll. Er ist das lebendige Brot. Er ist gegeben worden, damit wir Leben haben. Wenn wir über das Abendmahl reden und über das Brot reden, sein Leib, und über den Wein reden, sein Blut,
dann ist wichtig zu verstehen, und ich greife da schnell vor, dass das Blut, das vergossen wurde, ist der Wein, den wir in Erinnerung trinken, an ihn unsere Sünde vergeben hat, nämlich die Sünde vom Adam. Die Sünde, die von Anfang an, wir alle sind in die Sünde geboren worden, wir alle müssen von Neuem geboren werden. Er hat einen Weg gemacht, durch sein Blut unsere Sünden wegzuwaschen und uns einen neuen Bund zu geben mit ihm, face to face, Angesicht zu Angesicht, als Sohn, gerecht für immer. Das ist das Blut. Und sein Leib ist gegeben worden. Sein Leib ist gegeben worden, um alle Auswirkungen von der Sünde in unserem Leben an Leid, Schmerz und Krankheit zu tragen und auszulöschen. Und das ist so kraftvoll. Das ist sein Leib. Sein Brot ist sein Leib. Und sein Leib ist gebrochen worden für unsere Gesundheit. Wir greifen eins vor auf dem Multimedia-Screen, Jesaja 53, 4-5. Er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist so kraftvoll. Also Jesus Christus hat unsere Leiden getragen durch seinen Körper. Wenn wir das Brot nehmen, sein Leib gedenken, denken wir, dass er die Auswirkungen von der Sünde in unserem Leben getragen hat. Ich muss nicht mehr Schmerzen haben. Ich muss nicht mehr krank sein. Ich kann gesund sein in ihm. Und du bist vielleicht da und schaffst oder kämpfst mit Krankheit. Du bist vielleicht krank, du hast Schmerzen. Aber das macht nichts gegen das, was sein Leib gemacht hat. Du kannst das Abendmahl nehmen und sagen, Vater, danke, dein Sohn, gebrochen für mich, damit ich Gesundheit erleben kann. Und ich nehme es im Glauben. Verstehst du? Du bist nicht verurteilt, wenn du momentan Schmerzen hast. Du bist nicht verurteilt, wenn du momentan krank bist. Dein Gott liebt dich. Aber Fakt ist, sein Sohn hat zahlt für alle Krankheiten der Welt. Das ist das, was die Schrift sagt. Wir leben nach unseren Erfahrungen. Nach dem, was wir erlebt haben. Sein Leib ist gebrochen worden. Wenn du liest, Jesaja 52, 14, gehen wir wieder eins zurück, Gleich wie sich viele über dich entsetzten, da redet es über Jesus, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Was heißt das? Wenn du Passion of Christ schaust, siehst du ganz, ganz leicht, wie es mit Jesus umgegangen sind. Die Schrift sagt, er ist bis zur Unkenntlichkeit geschlagen worden. Er ist ausgegeiselt worden, bis man sein Gesicht nicht mehr erkannt hat, dass es ein Mensch war. Und warum ist das so gewesen? Wo die Sünde fertig war im Garten Eden mit Adam und Eva, haben die Menschen gar nicht mehr so ausgesehen, wie der Vater sie eigentlich geplant hat. Und darum ist Jesus gekommen und ist so entstellt worden und hat alle Krankheit und alle Schmerzen und alle Wunden getragen, damit wir wieder wiederhergestellt werden als Söhne und Töchter in Gemeinschaft mit ihm. Das ist richtig powerful. Das ist alter Bund. Das ist 600 Jahre bevor Jesus gelebt hat. Das ist Jesaja. Das ist prophetisch. Das ist die Wahrheit. Es ist ruhig, aber es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Verstehst du? Sein Leib ist gegeben worden. Geschlagen bis zur Unkenntlichkeit. Für meine Gesundheit. Und das nehme ich an. Und wenn ich mit Krankheit zu kämpfen habe, nehme ich es an. Weil ich liebe mein Leben nicht bis in den Tod. Und ich weiss, der Feind kommt, um zu zerstören und kaputt zu machen. Es ist nicht Gott, der mich lernen mit dieser Krankheit. Tu das mal aus deinem Gedanken. Der Vater gibt nur Gutes. Jakobus 1, alles Gute kommt vom Vater vom Licht. Verstehst du? Für ihn kommt nur Gutes. Er ist der, der das Leben hinzufügt. Er ist der, der multipliziert. Er ist der, der Frieden, Freude und Barmherzigkeit und Gnade schenkt und Liebe ist. Aber es gibt einen Feind, der uns rauben will. Wo uns etwas reinfahren will. Und er kommt wie eine Schlange im Gras. Ich habe es gesagt am Dienstag, er beisst. Und wir haben die Hände zum Vater. Und der Himmel weiss nicht mal, von was du redest. Weil der Vater nur gut ist. Und dort muss unsere Perspektive ändern. Und dass wir einen Blick haben auf den Leib, der gegeben worden ist. Jesus Christus. Für unsere Wunden, für alle Auswirkungen, die die Sünde gemacht hat. Du hast vielleicht irgendeine Sachen in deinem Leben, die du merkst, die vielleicht von deinem früheren Leben sind. Du hast vielleicht lang geraucht und magst nicht mehr rennen und sagst, jetzt habe
ich halt meine Lungen kaputt gemacht. Jetzt bist du zu Jesus Christus gekommen und sagst, Jesus, ich merke, ich brauche das nicht mehr, ich will nicht mehr rauchen. Und du laufst in dieser Freiheit, hast aber immer noch die Effekte von dem, was du vorher da hast. Aber ich sage dir eins, das Brot vom Leben, Jesus Christus, sein Lieb, wird deine Lungen wiederherstellen, damit du wieder zurückkommst, dort hin, wie er dich sieht, nämlich gesund vor ihm. Und das ist powerful. Und das dürfen wir nie, nur weil wir einfach vielleicht Sachen nicht gesehen haben, die passiert sind, uns sagen, ja nein, das kann in dem Fall nicht so sein, weil ich habe das so und so erlebt. Entweder ist sein Wort Wahrheit, entweder ist das, was Jesus Christus sagt, wahr, oder er lügt und ich kämpfe, dass es wahr ist und ich bleibe dort und ich lasse nichts anderes in meine Gedanken nie kommen. Ich lasse nichts anderes in meine Emotionen nie kommen. Einzig und allein die Wahrheit. Und das ist sein Lieb, ist gegeben worden für mich und zerbrochen worden für mich, damit ich Gesundheit erleben kann. Weißt du, es ist mir klar, wenn ich so etwas preache, das macht etwas mit uns, vor allem wenn du mit Krankheit zu kämpfen hast. Aber ich sage dir, Jesus Christus liebt dich. Und er hat auch die Krankheit für dich gezahlt. Und wir bleiben dran, wir gehen nicht auf. Und wir können nicht miteinander mit dem Finger zeigen, da, du hast in dem Fall noch nicht genau die Offenbarung gehabt, von dem und von dem. Nein, wir nehmen dich unter den Arm und sagen, wir gehen zusammen durch. Jesus Christus liebt dich. Wir gehen zusammen in die Freiheit. Jesus Christus hat gezahlt, hat sein Lieb gegeben. Das ist Familie, das ist Freundschaft, das ist Liebe. So, gut, der Wein. Ja, das muss klar sein, weil sonst wird es komisch. Es muss klar sein. Der Wein, sein Blut, Zugang zu einem neuen Bund. Hebräer 10, 9-10 lesen wir, und er fügt hinzu, das sagt der Schreiber vom Hebräer, geht über und zitiert Jesus. Sieh her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Er hebt den ersten Bund auf, um den zweiten einzusetzen. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Und im Vers 14, denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Amen. Da gehen sogar die Stühle abeinander. Für immer vollkommen gemacht. Das ist so powerful. Wenn wir über den Wein reden, den wir nehmen im Abendmahl, sein Blut, ein neuer Bund. Ich behaupte gar nichts. Viele Leute haben nicht verstanden, was der neue Bund eigentlich heisst. Alles ist vergangen, alles ist neu geworden. Ich bin heilig vor ihm gerecht gesprochen, durch sein Blut. Ich habe Zugang zu einem neuen Bund. Sein Blut ist so kraftvoll, versetzt mich an einen anderen Ort. Ich habe gelebt in meinen alten Mustern und ich komme zu der Erkenntnis, Scheibe, das wird mich nur in den Tod führen. Und ich komme vor Jesus und sage, ich sterbe, ich will dein Leben. Sein Blut wäscht mich von aller Ungerechtigkeit. Im Hebräer 10, 19-22 nachher schreibt er, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unsere Gewissen von Schuld zu reinigen, und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Das ist so kraftvoll. Wenn du das musst du mal durchlesen. Was verlangt die Schrift von uns? Dass wir mit aufrichtigem Herz vor Gott kommen. Sein Blut reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Im 1. Johannes 1,5 heisst so viel, wenn ich im Licht lebe. Und was ist das Licht? Das Licht ist der Vater persönlich. Gott ist Licht. Und wenn er in mir lebt und das Licht in mir ist, reinigt sein Blut mich von aller Ungerechtigkeit. Und dann frage ich dich, was noch bleibt, wenn alle Ungerechtigkeit weg ist. Gerechtigkeit. Das Einzige, was es braucht, ist ein ehrliches Herz, das Licht im Leben.
Wo wir am Dienstag dort im Niederdörfli für den Mann gebetet haben, der alkoholisiert war. Und er dort angefangen hat zu manifestieren und angefangen hat zu tun, mitten im Niederdörfli. Und wo ich gemerkt habe, dass der Mann plötzlich jetzt einen Frieden im Herzen hat, weil er konnte Jesus annehmen und die Geister, die Dämonen sich in dem Namen von Jesus Christus beugt, hat er können anfangen, aus dem Herz raus sagen, Jesus, hilf mir. Jesus, vergib mir für den Kabis, den ich gemacht habe. Und dort war der Punkt, wo das Leben in ihn hineingekommen ist. Weil er mit aufrichtigem Herz vor Gott war. Versteht ihr? Viele Leute kommen zu mir und sagen, Tom, das ist so gut, die Gerechtigkeitsmessage, die du preachst. Immer wieder. Wir sind gerecht vor Gott. Wir sind heilig gesprochen für immer. In 1 Million Jahren wird Gott nicht plötzlich sagen, hey Tom, halt, hör auf zu spielen, Tom, komm da vorne. Ich habe mal nochmal dein Leben angeschaut. Ich habe dort gesehen, im Jahr 2022 hast du das und das nicht ganz so gemacht, wie ich das eigentlich wollte. Leider musst du wieder gehen. Verstehst du? Das wird nie passieren. Und viele Leute sagen mir das, aber ich will dir eins sagen. Es gibt eine Botschaft von der Gnade, die heutzutage draussen ist in dieser Kirchenlandschaft und unter den Gläubigen, die nicht vom Heiligen Geist ist. Wo es nämlich heisst, hey, ist kein Problem, du musst nichts machen, es ist alles gut, Jesus Christus hat allen vergeben, alle kommen in den Himmel, Hölle gibt es sowieso gar nicht, obwohl Jesus Christus so viel darüber geredet hat. Es ist egal, wie du lebst, es braucht keine Umkehr mehr, es ist alles in Ordnung, verstehst du? Das ist ganz eine gefährliche Botschaft, weil das Licht in uns ist in unserem Herz. Und wenn das Licht da ist, dann laufe ich und ich weiss, ich bin tot für die Sünde. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du Römer 6 liest, sagt er, ja, Paulus sagt, sollen wir denn jetzt weiter sündigen, damit Gnade zunimmt? Ja, sicher nicht. Wir sind ja tot für die Sünde. Wie kann ich noch weiter in ihr leben? Verstehst du, wenn das Licht drin ist? Der Mann hat 2,5 Tage Alkohol getrunken und gestern Abend läutet er an. Ich habe getrunken. Nicht mir. An der Sophie läutet er an und sagt, ich habe getrunken. Danke, Jesus. Das Licht ist in seinem Leben, verstehst du? Früher hat er einfach getrunken und gedacht, es ist alles normal. Jetzt ist das Licht in seinem Leben und die Gnade Gottes kann transformieren. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir auflaufen und sagen, ja weißt, Gott kennt mein Herz, Gott vergibt mir schon. Wenn du einfach so lebst, wie du willst, wenn du einfach so im Ehebruch lebst, wenn du einfach mit deiner Freundin schlafst und sagst, weißt du, ist kein Problem, Gott kennt mein Herz, ich bin ja gerecht vor dem Vater. Ganz ein gefährlicher Platz, weil du nie kannst mit reinem Herz vor dem Vater stehen, mit ehrlichem Herz. Die Predigten werden oft ausser Acht gelassen. Du hörst mich das wenig predigen. Ich predige immer Gerechtigkeit, frei von Sünde, heilig, aber Licht im Leben. Licht im Leben. Ich bin nie angeklagt, verstehst du? Wenn du dort hinein gefallen bist, wenn du dort hinein Probleme hast, wenn du dort umgekehrt bist, bist du nie verdammt, nie angeklagt. Kehr zu deinem Vater, sag, Vater, ich bin viel mehr als das. Danke hast du mir vergeben und gehst weiter. Und Gnade wird dein Leben transformieren. Gnade ist nie da, um einfach unsere Sünden zu überdecken und uns gleich zu lassen, wie was wir gestern waren. Das ist powerful. Weil schnell kann die Gerechtigkeitsbotschaft zu einer Lizenz werden, gleich zu bleiben. Aber ich sage dir, wenn wir so sind wie Jesus Christus, dann ist gut. Weil im 1. Johannes 1 sagt der Johannes, der gesagt hat, ich bin ein Geliebter, Jesus Christus, sein Favorit, sein Liebling. Sagt, wer sagt, dass er zu Gott gehört, soll so leben, wie Jesus Christus gelebt hat. Weißt, viele Leute können das, ich lese das und denke, yes, yes, yes. Ich weiss, ich habe so viele Sachen, wo ich manchmal stolpere, wo ich etwas sage, wo ich nicht sollte, wo ich einen Wutausbruch habe, wo ich irgendwo mit etwas in meinem Leben, das nicht recht ist. Und sobald ich es sehe, wow, Vater, danke so viel Mal, du hast mich gerecht gemacht, da ist Licht in meinem Leben. Früher hätte ich das einfach gemacht, das wäre normal gewesen. Jetzt ist es Licht, ich bin nie verurteilt, ich bin dein Sohn für immer, ich gehe weiter. Transformiere mein Leben, das will ich nicht mehr in meinem Leben haben. Verstehst du? Das ist das Leben in dieser Heiligung von Jesus Christus. Und das ist powerful. Das wird wenig predigt, aber ich habe gedacht, heute Abend muss ich das wieder mal einmal klarstellen, weil die Leute lieben die Gerechtigkeitsbotschaft, aber glauben ja nie, die wahre Gerechtigkeitsbotschaft, die der Heilige Geist predigt, lasst uns so, wie wir sind.
Immer Transformation, verstehst du? Gnade ohne Transformation ist Perversion. Gnade ohne Transformation ist Perversion. Herr, wir haben doch das und das gemacht. Wir haben doch prophezeit. Verstehst du? Viele Leute lesen die Stelle nicht gerne. Ich lese sie gern. Sie tun dich sauber innerlich. Du merkst, hey, entweder bin ich drin oder ich bin draussen. Entweder bin ich im Licht oder ich bin nicht im Licht. Entweder habe ich alles offengelegt oder ich lebe im Versteckten. Und schaue, dass ich bleiben kann. Und oft suchen wir uns Ecken und Freunde, die uns bestätigen in unserem sündigen Verhalten und unserer Schwachheit. Aber sein Blut ruft uns raus zu einem Leben, das transformiert in eine Freiheit, wo wir nie verurteilt sind. Und das ist so powerful, liebe Leute. Das ist eine Freude, verstehst du? Du bist nie verurteilt. Nie wird der Vater sagen, nee. Du bist ehrlich, Vater, ich danke dir, ist das Licht in meinem Leben. Früher waren wir drängt durch unsere bösen Taten, heisst es im Kolosser 1. Jetzt ist das Licht in unserem Leben. Wir sind gerecht für immer. Wir laufen im Licht. Verstehst du? Und darum, Umkehr, Metanoia, wir lesen immer über Buß. Metanoia, change the way you think. Ändere dein Denken. Das ist im Fall ein kontinuierlicher Prozess hin zu dieser Einheit in Jesus Christus. Immer. Verstehst du? Ich hasse das Wort Buß, weil Buß ist für mich etwas, wo ich aufgewachsen bin, da rutsche ich auf die Knie um. Aber mein Denken ändern, hin zu Jesus Christus. Mein Denken ändern, wenn ich merke, da kommt etwas aus meinem Leben raus, das nie aus dem Leben von Jesus Christus rausgekommen ist, nenne ich es direkt beim Namen, weil ich will im Licht leben und sage, Vater, wie siehst du das, ich will das nicht mehr. Das ist die grösste Freiheit. Wenn du dort drin lebst du in einer wahren Freiheit, die Gnade dein Leben transformiert und du wirst erstaunt sein, was möglich ist durch die Transformation. Weil er uns so fest liebt. Jetzt müssen wir wirklich vorwärts machen. Versteht ihr, das ist mir so wichtig, wenn wir über das Blut reden, weil das Blut macht einen neuen Bund. Es reinigt uns von aller Schuld. Das Einzige, was required ist von uns, was verlangt ist, ist ein ehrliches Herz. Keiner muss sich verstecken vor dem Vater. Niemand. Egal, was deine Sünden sind, egal, was deine Schwächen sind, egal, was es ist. Der Vater wird sich nie wegdrehen von dir. Wir sind ehrlich von ihm. Wir leben im Licht. Das ist powerful. Im 1. Korinther 11 lesen wir, wo der Paulus über das Abendmahl redet. Und es ist interessant, die Korinther haben das Abendmahl ein bisschen anders gefeiert. Die sind zusammengekommen, die einen schon ein bisschen früher, haben ein bisschen angefangen Wein zu trinken. Als dann die anderen gekommen sind, hatten schon praktisch kein Wein mehr gehabt, die sind besoffen gewesen. Und die einen hatten so Hunger gehabt nach dem Arbeiten, die haben gerade schnell alles Brot aufgegessen und irgendwie war es einfach komisch gewesen. Weil die einen, die dann wirklich mit dem Herz Abendmahl nehmen, war nicht mehr rum. Und die eigentlich das Abendmahl nicht ernsthaft nehmen wollten, sind betrunken gewesen. Und der Paulus ist einfach so geil. Am Anfang dachte ich, Vers 17, ich lese es nur schnell vor mir, jetzt nicht auf dem Ding. Ich komme nun zu eurer nächsten Frage. Darin kann ich euch nicht loben. Denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Oder? Und dann geht erstens höre ich, dass bei euren Gemeindeversammlungen zu Spaltungen kommt und dann fängt er an, oder ihnen das zu sagen, hey, liebe Leute, ihr habt vergessen, um was es geht. Und dann fängt er an, ihnen zu sagen, wie sie das Abendmahl nehmen sollen. Und dann ist interessant, im Vers 23, das haben wir nicht auf dem Screen, heißt, das Folgende hat der Herr selbst gesagt. Und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. Und das ist ganz powerful. Der Paulus hat nach dieser Erfahrung, wo er ab dem Esel gefallen ist, oder Ross gefallen ist, was auch immer das war, und er Jesus Christus begegnet ist und blind war für 3 Tage, bis der Ananias für ihn gebetet hat, ist er nachher 13 Jahre nicht im Dienst gewesen. Er hat Jesus Christus gesucht, wie im Philipper 3 liest. Er wollte eine Gemeinschaft haben mit ihm. Und Gott hat ihm das offenbart, das Abendmahl in dieser Gemeinschaft mit ihm. Es steht nicht, ich habe den Lukas gefragt, wie es denn war. Der Johannes hat mir erzählt, wie das Abendmahl genau losgegangen ist. Wie powerful ist das, dass Gott persönlich ihm das Abendmahl offenbart hat, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, ohne dass er irgendwie ein Evangelium gehabt hat, das er hätte lesen können. Das ist wirklich kraftvoll. Also er hat Gemeinschaft gehabt. Dann hat er gesagt, da, ich lese das vor mir, jetzt nicht auf dem Ding, Vers 24. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht.
tut das in Erinnerung an mich. Und dann ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dies ist der Kelch des neuen Bundes zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es in Erinnerung an mich. Zweimal, tut es in Erinnerung an mich. Erinnerung. Etwas, was war, verinnerlichen. Das ist powerful. Etwas, was war, verinnerlichen. Erinnerung. Das Abendmahl einnehmen ist Herz-zu-Herz-Connection. Hat nichts mit einem Gemeinschaftsevent zu tun. Es ist eine Herzenshaltung, wo man in die Gemeinschaft nehmen kann, aber wo dein Herz eine extrem wichtige Rolle spielt. Weil im Johannes 6,56 heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Es ist ein Kontaktpunkt vom Glauben, wo Jesus uns das gelehrt hat, wenn wir jetzt wissen, was das Brot ist, was der Wein ist, was das überhaupt beinhaltet. Die Tiefe von dem wünscht Jesus Christus sich nichts mehr, als wir vom Herz das Abendmahl teilen, nehmen und uns erinnern, verinnerlichen, in der Beziehung wachsen zu ihm. Dass es eine grössere Gottesrealität in unserem Leben gibt, nachdem dass wir das Abendmahl genommen haben als voran. Musst du das geben? Jedes Mal will ich Gott mehr kennen, durch das ich das Abendmahl nehme, weil ich verinnerliche es und mache es ein Teil von mir. Und ich weiss nicht, ob du Abendmahl nur in der Kirche nimmst, ob du überhaupt weißt, dass man das auch die Heime nehmen darf. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich es jeden Morgen genommen. Und verstehst du, wir sind so religiös, dass wir denken, wir müssen dann noch einen Traubensaft die Heime haben und noch ein Stückchen Herzbrot. Ich habe die Heime ein Schälchen Cornflakes und ein bisschen Orangensaft. Und das langt für mich, um das Abendmahl zu nehmen. Weil, wann immer ihr es tut, tut es in Erinnerung an mich. Und die Ushers dürfen jetzt die Abendmahl, wir haben hier extra die unglaublich feinen, das ist ein Witz, sie sind nicht so fein, aber es ist okay, das sind die kleinen Abendmahl, die so kombiniert sind. Du musst dann das erste wegnehmen, um das Rice Wafer oder keine Ahnung was das ist, irgend so ein Stückchen zum Essen. Und nachher kannst du das zweite auftun und hast nachher da das Schlückchen Traubensaft zum Nehmen. Nehmt das einfach mal in die Hand. Wir wollen miteinander das Abendmahl nehmen, weil ich euch das zeigen, wie das kann sein. Und zwar, die Dimension vom Abendmahl ist eben nicht nur eine äußerliche Prozedur, sondern die Herzenshaltung, wo ich mein Herz auftue und face to face mit Gott bin und ihm danke. Verstehst du? Wenn du jetzt gehört hast, was das der Liebe ist und das Blut, das ist alles, was du brauchst. Für ein Leben zu haben, das effektiv ist im Königreich und eine Freude haben, die für immer ist und einen Frieden haben, der für immer währt, ist das alles, was du brauchst. Es ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist durch das Abendmahl. Klar brauchen wir Gemeinschaft mit Freunden. Klar brauchen wir eine Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen als Familie. Das ist alles klar. Aber um in deiner Seele und in deinem Geist Kraft zu danken, ist das Abendmahl etwas so Kraftvolles. So eine krasse Offenbarung, die Gott uns weitergegeben hat. Und wie wir es jetzt machen wollen, ist ganz einfach. Du stellst dir jetzt vor, das da ist mein Morgentisch. Und ich hocke jetzt da an den Morgentisch an und ich habe mir überlegt, wie mache ich denn jetzt das? Zum euch das, verstehst du, es muss praktisch sein für uns nachher. So, ich habe mir überlegt, ich hocke jetzt da an und ich nehme das Abendmahl. Und ich bete das Abendmahl, so wie ich es daheim mache, wie wenn du nicht da wärst. Und das ist relativ persönlich für mich, aber ich probiere es, ich will meine Augen zumachen. Und du nimmst auch das Abendmahl mit. Du kannst entweder zuschauen, du kannst deine Augen zumachen, für dich selbst, du kannst hören. Und lass es uns gross machen in unserem Herz. Und dann machen wir das zusammen. Und dann nehmen wir zuerst das Brot und nachher den Wein.
Und ich werde das beten und es ist mir wichtig, dass ich euch etwas Persönliches weitergeben kann. Weil schlussendlich soll das Abendmahl eine grössere Offenbarung werden, wenn du daheim bist, an deinem Morgentisch. Lass mich anhocken. Alright, ich nehme nicht das, ich nehme natürlich... Sie haben mir gesagt, es sei frische Milch. Ich muss das unterstützen. So, that's good. That's so good. That's so powerful. Alright. Ich nehme das Müsli. Jesus Christus, es ist unglaublich, dass du dein Lieb gegeben hast für mich. Wenn ich sehe, wie du geschlagen worden bist, verspottet worden bist und gegeisselt worden bist, kann ich mir so unglaublich vorstellen, dass du das für mich da hast. Du hast deinen Körper gegeben für alle Auswirkungen der Sünde. Du hast deinen Körper schlagen und brechen lassen, damit ich Gesundheit erfahren in meinem Leben. Und ich nehme das in Erinnerung an dich, Jesus Christus. Ich nehme das Müsli an Erinnerung für dein Lieb, das du gegeben hast für mich. Und für meine ganze Familie nehme ich das in Anspruch. Gesundheit über meiner Familie, weil dein Lieb gebrochen worden ist, zum Fluch worden ist, um alle Auswirkungen von der Sünde für nichtig zu erklären. Einer ist gestorben, damit alle leben können. Und das bist du gewesen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für all das, was du erlitten hast auf Golgatha, an Schmerzen, an Scham, an Leiden, für mich und mein Haus. Und ich ehre dich, Jesus. Und ich danke dir. Und ich nehme es in Erinnerung an dich. Und dann nehme ich den Orangensaft. Und ich stelle mir vor, er wäre rot. Jesus, dass du einen neuen Bund eingeläutet hast, ist unglaublich. Ich hätte es nie geschafft, das Gesetz zu erfüllen. Jetzt verlasse ich mich nicht mehr auf meine eigene Gerechtigkeit, sondern ich verlasse mich auf die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an dich kommt. Das neue Werk, das du da hast, das Blut, das alle meine Schuld abwäscht, Vater. Danke, dass Sünde keine Kraft mehr hat in meinem Leben. Danke, dass Sünde nicht mehr zu mir gehört. Das ist wie ein Geschwür. Ich will in dieser Heiligkeit leben, wie du gelebt hast, Jesus Christus. Dein Blut wäscht mich von aller Ungerechtigkeit, hast du gesagt, wenn ich in deinem Licht bleibe. Und ich will im Licht bleiben. Ich will nichts verstecken von dir. Ich nehme das Blut, ich will nichts verstecken. Bitte vatere mich. Bitte bist ein Vater zu mir. Lehr mich deine Wege. Danke, Jesus. Danke so viel Mal für dein Blut, das einen Weg gemacht hat in das Allerheiligste. Durch dein Blut kann ich zuversichtlich jederzeit vor deinen Thron kommen und wissen, mein Vater ist für mich. Danke, Jesus, dass du dir nicht schade bist, das Blut anzugeben für mich. Versteht ihr, das ist eine Herzensbeziehung mit dem einen, der mich schon immer geliebt hat. Sein Blut. Und ich ehre dich. Ich ehre dich für das Blut, das mir ewige Gerechtigkeit schenkt. Nie mehr wirst du mich wegstoßen. Für immer bin ich dein Kind. Ich liebe dich. Du bist das, was ich schon immer gesucht habe, mein ganzes Leben lang. Amen. Versteht ihr, das ist so etwas Wunderbares. Da musst du nicht weiss auch nicht, was die Heime haben. Da kannst du einfach irgendetwas nehmen. Tut es in Erinnerung an mich. Und wenn ich ein Gebet habe heute Abend, dann ist es, dass das Abendmahl eine neue Dimension in unserem Leben freisetzt. Dass wenn wir es nehmen, dass wir es nehmen aus der Freude. Mit einem reinen Herz vor ihm und sagen, wir können mit allem kommen. Er wird uns nie abstoßen. Und wir danken ihm. Und danke ihm, dass die Offenbarung von wer er ist, immer grösser wird in unserem Herzen. Damit wir immer mehr erkennen, was für ein wunderbarer Gott er ist. Ich danke dir, Jesus, und ich segne jeden Einzelnen in dieser ganz persönlichen Beziehung mit dir, mit dem Tisch
vom Herrn, mit dem Abendmahl, wo du gesagt hast, breitest du aus in den Angesicht von unseren Feinden. Egal, was in deinem Leben nicht gut läuft. Egal, was in deinem Leben der Find am Wirken ist und dich probiert runterzuziehen. Das Abendmahl ist eine Verheißung darauf, dass Jesus Christus grösser ist als alles, was der Find aufzufahren hat. Die Offenbarung soll grösser werden in unserem Herz. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.